gesamte Geschehen hier in Schladming. Und wir natürlich alle zusammen, wir haben es ja schon gesehen, Klaus Grün wurde bereits aus der Luft gefeiert und jetzt aber in den Namen und traditionell auch mit der Fanfare werden wir die Damen. Hier die erste Entscheidung. Wir kommen zur letzten Abfahrt in seinem Weltcup-Leben, im Leben eines äußerst erfolgreichen Sportlers, des Mr. Schweiz, des Schweizer des Jahres, Didier Küsch. Kurze Frage, wo sind die Schweizer Fans? Letzte Konzentration, der Fokus ganz allein auf diese Strecke, auf seine letzte Abfahrt gerichtet. 52 Punkte hinter Klaus Grün im Abfahrtsweltcup zurück. Gewinnt er zum 5. Mal die kleine Kugel in der Königsdisziplin. Das ist hier und heute die Frage. Super Ausnahmen. Hier Gröll, dann Gröll und hier Küsch, der Superhero. Das letzte Mal startet er aus den Startblöcken in eine Abfahrt. Throwing Tip Number 18. Nummer 18, Didier Küsch. Alle Eidgenossen geschlossen hinter Voigt und Küsch. Da waren die. Ihnen hat das erste Mal draußen und natürlich die optimale Linie. Und Küsch, da oben ist er nur der 14. Schnellste. Zeigt der Nerven Didier Küsch. Rückstand 23 Hundertstel Sekunden. Nächster Vergleich mit Swindal. Ui, da sind viele Zitterpartien dabei bei Küsch. 66, 61 nach seiner gestrigen Traumfahrt. Heute eine Katastrophenfahrt bisher von Küsch. Aber sein starker Teil, der war gestern ganz unten. Der wird aufholen. Er hat das Zeug, er hat die Power. Nächste Zwischenzeit für Didier Küsch in Kürze. Swindal 1:01. Küsch. Der weltbeste Finisher. Jetzt, glaube ich, ist es vorbei für Didier Küsch. Was war da heute los? Er hat zwar alles noch richtig gefahren, aber der Traum ist ausgeträumt, hier zum 5. Mal die Kugel zu gewinnen. Ja, die ganze Skiwelt hätte es ihm, Didier Küsch, dem sympathischen Schweizer, gegönnt. Hier noch einmal ganz oben zu stehen. Allein, es war ihm nicht vergönnt. Zwischenzeit aussichtslos 1:26, 76. Aber dem Schweizer wollen wir hier einen gebührenden Empfang bereiten, wenn er abschwingt hier in Schladming. Ja, genau so. Für einen der geschichtsträchtigsten Skifahrer in Skiwelt, Didier Küsch. Das ist natürlich immer aus der Sicht von Didier Küsch. So ein Wacky fühlt richtig mit Didier Küsch, aber so ist der Abfahrtssport. Das letzte Mal, 3, 2, Didier Küsch. Ein ganz großer Verletzt die Abfahrtsbühne. Didier Küsch in der Küsch. Super Linie. Noch die Kugel gewinnen. Und wer Küsch kennt, der weiß, der kann es ja wieder zurückschlagen. Hier das Torlauf war noch okay. Und jetzt kommen wir. Es geht Schlag auf Schlag. Zum nächsten. Küsch ist im Abfahrtsweltcup leider Kein Thema mehr. kein Thema mehr. Der nächste kann ein Thema sein, zumindest kann er ein Wörtchen mitreden um die Vergabe. Der Kugel und vor allem um den Tagessieg mit der Nummer 19, Hannes Reiter, Österreich. Voigt und Grün haben natürlich das Geschehen ganz genau beobachtet und wissen um die Ausgangslage. Zwischenzeit für Reiter 1:94, Rückstand 83 Hundertstel Sekunde. Aber etwas ist natürlich auch klar, diese warmen Temperaturen machen es hinten raus nicht einfacher. Swindal mit der 8 auf 1, Stefano mit der 13 auf 2 und immer
Didier Küss. Rămas bun la Didier Küss. Aici a încheiat întreaga carieră. Sehr gut, Kramer Schuss gefahren, Hannes Reif mit 6 Plätze aufgeholt. Von 11 Punkte kommen momentan 10 vom Abfahrtkreuz dazu. Das wäre dann auf hier schon der Vorsprung von 135 Zähler. So, Konzentration auf die Fahrt des Abfahrtsweltmeisters aus Kanada, Erik Kay.